Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir hier den Buggy hochgehoben, damit wir hier zum Reaktorkern runterkommen. Und genau das machen wir jetzt, achtet die Sache, ne? Und mir ist auch aufgefallen, ich habe schon lange keinen Fakt mehr gestreut. Und zwar habe ich recherchiert, dass die Ellen Ripley im ersten Alien-Film die erste Action-Heldin der Filmgeschichte war. Und zwar war Sigourney Weaver aufgrund von ihrer außergewöhnlichen Größe und Statur als Frau vorher eher eine Theaterschauspielerin in New York. Und wegen ihrer Größe hat sie dann auch die Rolle gekriegt, weil ursprünglich sollte der Paul Newman Ripley spielen. Und der Charakter war vorher ursprünglich konzipiert als Officer, ich muss schon lachen, wenn ich nur dran denke, als Officer Ripley Superstar. Und das hat man dann glücklicherweise geändert zu Alan Ripley im ersten und hat die Sigourney Weaver besetzt. Da können wir eigentlich im Endeffekt, wie ich finde, sehr froh drum sein, weil, okay, Paul Newman hätte es vielleicht auch ganz gut gemacht, keine Sache, aber Officer Ripley Superstar, das klingt meiner Meinung nach wie der imaginäre Freund von einem Sechsjährigen, oder? Und ja, ich fand aber auch den Charakter Ellen Ripley ziemlich cool, muss ich sagen. Die ist meiner Meinung nach genauso gut geeignet für die Rolle, wie das ein Mann gewesen wäre. Ripley hat natürlich Angst in der Situation in dem Film, aber das haben die männliche Kollege ja genauso. Und ganz ehrlich, wer hätte in der Situation, in dem Setting, nicht Angst? Das wäre ja absolut dämlich gewesen, wenn dem so wäre. Dass du ein furchtloser, okay, zwei Glatzkäppler, dass du ein furchtloser dabei gewesen wäre, das hätte ich als Quatsch erachtet. Und ja, außerdem, die Ripley ist genauso in einer Situation wie die andere männliche Kollege dort und verhält sich eigentlich auch absolut top und ist auch tough und kein verängstigtes Mädel, die dann so, ich brauche Hilfe vom Held, sondern die macht das einfach selber und ist ein tougher Ingenieur und das muss man ja auch sein. Ich meine, wenn man da auf einer Raumstation und so weiter arbeitet, dann sollte man auf jeden Fall auch kein Memme sein, sondern auch gewisse Art an Munition für Bolzenschießer, gewisse Art an Härte auch an den Tag legen können, um sich da auch zu beweisen. Es ist ja auch kein leichter Job. Deswegen finde ich die Rolle Ripley eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und die gefällt mir auch wirklich. Weil normalerweise kriegt man ja immer in Filmen solche Püppchen vorgestellt. Und sowas mag ich eigentlich kaum. Ich mag's, wenn der Charakter weiblich ist. Aber trotz allem auch nicht so Manns-Vibe. Sowas finde ich dann auch nicht so toll. Hat uns gesehen, aber das habe ich vorher gesehen. Ja, hau ab. Hoppla, er hat mich bemerkt. Mist. Jetzt haben wir aber endlich den Bolzenschießer. Lass dich doch los, du Fotzbeitel. Gibt's dann das? So penetrant? Ja, und Bolzenschießer ist Andy von meiner Lieblingswaffe. Ihr seht gleich warum. Okay, dann gucken wir mal. Hui. Erstmal Nachlader. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Bastler kennen. Medikit, brauchen wir eins? Na. Komm. Sicher ist sicher. Nochmal die Hand verstochen. Dann machen wir uns gerade noch ein Medipack. Medikit. Sonst die EMP-Mine können wir nichts machen. Blendgranate brauche ich eigentlich nicht. Okay, geht immer nur ein Schuss rein, Bolzenschießer, aber ich liebe das Gerät. Das ist so spitze. Oh, da liegt ein Tote, der aussieht wie Milliarden andere Tote. Da haben wir noch was. Schrott, Bindemittel und subkutane Impfpistole. Alles flattern können, super. Und noch Impfpistole. Kennen wir. Okay, schade. EMP-Mine hätte ich gern gebastelt. Gehen wir nochmal auf das Server-Link. Code für Gitter. Chief, ich gehe jetzt wie verlangt runter zur Reaktorwartung. Ich habe die Gitter hinter mir abgeschlossen. Der Code lautet 6832. Floors. Stromversorgung. Floors. Wir brauchen sie unten in der Reaktorwartung. Ich erhalte Berichte von partiellen Stromausfällen überall auf der Station. Es wird die Hölle los sein, ich weiß. Aber hier oben erkenne ich nichts, das die Stromversorgung gefährden könnte. Können Sie da unten einen vollständigen Systemcheck vornehmen? Chief. Floors, wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sanders ist tot und mindestens 4 weitere Ingenieure fehlen.
Einer dieser verdammten Androiden hat mich beinahe geköpft, also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt. Hat genug Kraft, um diesen Dreckskerlen ein Loch in die Birne zu pusten. Ich werde, sobald ich kann, kommen. Chief. Ordner fehlerhaft. Du warst 6832, oder? Okay, super, das geht. Ja, das könnte hier der Chief gewesen sein, der aber leider aussieht wie 1000 andere auf Sevastopol. Also bei den Toten hätten sie sich auch keine Mühe, was Individualität oder so Arcade gemacht. Ja, ich hätte gerne noch eine EMP-Mine gehabt, aber noch ein Bolzenschießer, super. Auf der anderen Seite, EMP-Mine, wenn die ihr Ganzkörperkondome hier tragen, bringt es leider überhaupt nichts, glaube ich. Das sind ja Gummianzüge und dürfte eigentlich stromisolierend sein. Ich weiß nicht, finde ich vielleicht mal irgendwann raus. Aber, naja, wenn es nicht anders geht, wenn es hart auf hart kommt, ne? Okay, ich um meine Orientierung. Da müssen wir lang, ne? Okay, da ist unser Wackelkopf, den fand ich auch goldig. Wenn wir uns den so arg geguckt haben. Okay, dann hier weiter. Aha. Oh, hoppla. Selber noch vielleicht verschrocken gerade. Oh, ich wünsche, ich könnte so einen Schweißerhelm mitnehmen, ohne Scheiß. Da ist wieder nix. Aufzug rufen. Okay. Ja, super. Boah, mit dem Ding fühle ich mich so viel sicherer, ihr liebe Leid. Das ist wie die Pumpgun eigentlich, das Ding. Das muss man halt aufladen. Du könnt dann nicht einfach nur drauf schießen. Natürlich könnt ihr das auch machen. Aber dann ist es wie ein Pistolenschuss. Habt ihr Tour nie gemacht? Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Ja, aber man kann es voll aufladen, wenn man R2 gedrückt hält. Dann hat es die Wirkung wie eine Pumpgun. Und zum Thema Ripley und harte Actionheldinnen und so. Ja, die Ellen hat ja dann mehr oder weniger dann die Bahn geebnet für andere Leuchtfackel. Für andere weibliche Helden, nicht Superhelden, aber für andere weibliche Helden. Wie zum Beispiel dann auch die Sarah Connor in Terminator. War ja auch erst noch Alien, muss man dazu sagen. Ach, sag doch nicht, das sind meine Waffen. Pumpgun. Okay, jetzt habe ich Revolver. Ich habe Pumpy die Pumpgun. Wo ist er? Da ist er. Und habe ich meinen Flammenwerfer wieder? Ich will meinen Flammenwerfer. Aber zumindest meinen Revolver habe ich wieder. Das ist gut. Ich will trotzdem meinen Flammenwerfer wieder. Geht's da hoch wieder zu der Waffeausgabe oder was ist hier los? Hopp. Ne, ich guck erst nochmal unter, was los Sache ist. Da ist der Zentralreaktor. Ah, Ausweiskarte, super. Okay, sonst hätte ich die auch noch verdummbeitelt. Okay, nee, ansonsten gibt's hier aber nichts, ne? Nee. Ich will meinen Flammenwerfer. Weil jeder, der, wie gesagt, Aliens, also Alien 2, ich glaube die Wiederkehr oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Also Schießermunition, super. Ja, wer das gesehen hat, der weiß, was bei solchen Reaktoren normalerweise wartet. Blah. Und pling. So. Etwas duster hier drin. Ah, okay. Lichthänse gemacht. Das ist gut. Und oh ja, jetzt sind wir da, wo ich schon immer mal nicht hin wollte. Also wir sind gerade voll in der Eingeweide. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Wow. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Also wir sind gerade voller Wumme in der Eingeweide von Sevastopol. Der Reaktorkern ist schon geil gemacht, da gibt es jetzt nichts. Aber hier ist natürlich ständig Kühlflüssigkeit, was dann wie Regen aussieht. Und natürlich bei so einem riesen Reaktor ist klar, der hat elektrische Impulse, die da ausgehen. Und dass die Männle hier schon so schaffen können, sagt man,
EMP-Mine wird wahrscheinlich bei denen nichts mehr bringen. Okay, ich habe Pumpy. Jetzt mal grad scheißegal, was du machst, du freundlicher Android. Okay. 2 Munition brauche ich für den Kerl. Boah. Das ist schon heftig. Okay, nehmen wir doch lieber unseren Bolzenschießer, ne? Da kann ich ja nicht frei zum Notausgang. Oh, hoppla. Und volle Wumme aufgeladen, bis er vibriert. Und dann Beam. Okay, da kommen die nächsten 2 Ferzbeitel wieder angelatscht. Oh, ich muss nur nachladen. Warum habe ich nicht nachgeladen? Quatsch. Nochmal nachladen. Geh lieber fort, Kerl. Du hast gesehen, was dich erwartet. Okay, die sind halt irgendwie... hoppla, die sind ja irgendwie blöd. Ich bin aber auch irgendwie blöd. Nein! Okay, jetzt wundert es mich nicht, wie die Leute hier verrecken, wenn sogar ich zu blöd bin, um mich hier zu verteidigen. Okay, lad noch, Ripley. Und dann gib ihm. Ja, also wie gesagt, ach was, weibliche Super, ich will immer Superhelden sagen, warum auch immer. Elektroschockerladung ist, ach super, das kann ich vielleicht später noch gebrauchen. Ja, was weibliche Helden und so weiter angeht, also die Ellen Ripley fand ich natürlich sehr cool, wie gesagt. Aber ich finde auch die Amanda Ripley hier ziemlich cool, muss ich sagen. Die gefällt mir auch sehr gut. Oh, mehr Bolzenschießer-Munition, super. Ne, die finde ich eigentlich auch sehr cool. Die ist tough, trotzdem weiblich. Also jetzt nicht so tussihaft, aber trotzdem weiblich und nicht so Mannsweib. Sowas mag ich ja überhaupt nicht, wenn Frauen sich so wie Mannsweib aufspielen. Und trotzdem ist die tough und hat ziemlich drauf. Also ich finde auch hier die Amanda Ripley ziemlich cool. Da muss ich runter. Okay. Ich so guckst wie gedupst, ob ich links oder rechts gehe. An der Konsole muss ich noch nichts machen. Boah, die Stromschläge sind auch ziemlich geil hier, ne? Ich warte jetzt gerade mal, bis hier mal einer runterknallt. Nett hier? Oh, cool. Ja, wird eventuell ein cooles Thumbnail abgeben. Deswegen mal gucke, wie ich das mache. Aber jetzt kommt meine absolute Horrorpassage zum Reaktor. Oh. Ich hab richtig Schiss hier. Was ich schon vor 2 Episoden gesagt habe, kommt jetzt erst, bewahrheitet sich jetzt erst zur zentralen Reaktorwartung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ihr liebe Leute, jetzt kommt die Passage, wo ich am allermeisten Schiss davor gehabt habe. Und es wird nämlich besser, aber wir nähern uns ganz allmählich dem Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so froh, wenn das Spiel rum ist. Ich meine, ich hätte es nicht angeboten, wenn ich es nicht spielen gewollt hätte, aber ich habe nie gedacht, dass ihr so früh schon bei meiner Let's Play-Karriere Alien Isolation sehen wollten. Oh und oh, ich bin fix und fertig. Flammenwerfer. Oh, da ist mein Flammenwerfer. Ich bin mein Flammenwerfer. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Oh, und voll aufgeladen. Super. Den können wir jetzt spitze gebrauchen, weil ihr seht, hier haben sich die Aliens schon gemütlich gemacht und haben ein Nest gebaut im Reaktor. Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Ja, jetzt sind wir nämlich, vernichten sie das Nest. Jetzt sind wir... für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Jetzt sind wir im Alien-Nest gelandet, ihr liebe Leid. Und ich bin arg gespannt wie die Sau. Überladen sie den Alpha-Kern. Wo ist der Alpha-Kerl? Okay, dort irgendwo. Ja, das wird jetzt die Hölle. Das wird die absolute Hölle. Und ich speichere hier an der Stelle. Und setze auch gleich meinen Cut, ihr liebe Leid.
weil es wird jetzt nichts bringen, hier in der Reaktorkern rein zu rennen und hier schon Molotova Buhu zu machen und ja, dann mittendrin einen Cut zu machen. Da mache ich dann lieber hier einen sauberen Cut, nochmal die Batterien hochgeladen und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Alien Isolation Pelzig, wo ich mal hier ordentlich in die Kittelscheiße werde. Also viel Spaß da dabei in der nächsten Episode und machen's gut, Iron Yankee.